Crostwitz ist die größte und eine der ältesten katholischen Pfarrgemeinden der sorbischen Lausitz. Die Gegend um Crostwitz war bereits in der Zeit vor Christus besiedelt. Der Ortsname hat seine Wurzeln im Wort Crust, was Wald, Büsche bedeutet. Durch Crostwitz verlief einst die alte königliche Handelsstraße von der Elbe bis Polen, die auch durch Bautzen führte. Vor der Gründung der eigenständigen Gemeinde gehörte die Gegend um Crostwitz zur Urpfarrgemeinde Göda. Im Jahre 1225 wurde Crostwitz erstmals urkundlich erwähnt. Eine alte Liste des Bautzener Domarchivs, datiert vom 9. Mai 1925, benennt einen gewissen Henrichs de Crostwitz. Das 770-jährige Bestehen dieses erstmaligen Erwähnens von Crostwitz ist für uns Anlass, ein Gedenkjahr zum dankenden Gedenken zu feiern. Während der Fastenzeit des Jahres 1995 erlebte eine große Anzahl von Besuchern, auch aus umliegenden Gemeinden, die Aufführung des Passionsspiels in der Crostwitzer Pfarrkirche durch Gläubige der Gemeinde. Vom 11. bis 13. August 1955 feierten wir ein großes Pfarrgemeindefest. Der Höhepunkt dessen war sicherlich der historische Umzug durch den Ort in 50 Schaubildern, wobei die Entwicklung des Gemeindelebens von seinen Anfängen bis zum heutigen Tag dargestellt wurde. Das Zentrum des Ortes Crostwitz ist sicherlich die große erneuerte Pfarrkirche, geweiht den Patronen Apostel Simon und dem Juden Thaddäi. Zeugnis über die reichhaltige Geschichte gibt eine umfangreiche Ausstellung im Honighaus der Pfarrei. Zur Gemeinde gehören heute 36 Dörfer mit etwa 4.800 katholischen Gemeindemitgliedern. Bereits 1703 hat der Crostwitzer Pfarrer Georg Sende eine erste genaue Gemeindestatistik erstellt. Damals lebten hier 3.179 Katholiken. Später wurde Ralbitz, Ostroh und Storcha eigenständige Gemeinden. Große Bedeutung für den Erhalt des katholischen Glaubens in unserer Region hat das 1248 von Bernhard aus Kamenz gegründeten Kloster St. Marienstern. Dieses wird 1998 das 750-jährige Jubiläum feiern. Seit dem Jahre 1491 besteht in der Gemeinde die Sebastiansbruderschaft. Jährlich wird am 20. Januar das Gedenkfest dieses Patrons gegen die Pest und schwere Krankheiten gefeiert. In Crostwitz bestehen bis zum heutigen Tag etliche Vereine. Auch die Domowina, der Bund der Sorben, wurde hier am Ende des Zweiten Weltkrieges neu gegründet. 2 spätere Päpste waren hier zu Gast. 1921 Nuntius Pacelli und 1975 Kardinal Wojtyła. Aus der Gemeinde stammen bedeutende Persönlichkeiten unseres Volkes. Aus Crostwitz der Bischof nach der Reformation Jakub Woski, aus Reckelwitz unser Patriot Michał Hornig, aus Kuckau unser bekanntester Dichter Jakub Bartschinski. Für den historischen Zug haben sich viele Gläubige in den einzelnen Dörfern engagiert. Die Vertreter der Orte waren vom Pfarrgemeinderat mehrfach ins Honighaus in Crostwitz eingeladen und haben sich zur Vorstellung der verschiedensten Schaubilder über das Gemeindeleben geeinigt. Ziel war es, dass recht viele Gläubige aktiv mitwirken. Angefangen von den Erwachsenen in historischen Trachten, die verschiedenste geschichtliche Szenen darstellen sollten, bis hin zu Kindern und Jugendlichen mit der Vorstellung des heutigen Gemeindelebens und der Pflege des Brauchtumes. Jüngere Kinder hatten vor jeder Szene ein Plakat mit der Nummer und einer kurzen Überschrift für das entsprechende Schaubild zu tragen. Es galt, die verschiedensten Requisiten zu beschaffen: Wagen, Trachten, Geräte und vieles mehr.
Entlang des Flüsschens Satkula formierten sich die einzelnen Gruppen zum Zug. Verletzte Soldaten, die das Ende des Gefechts im April 1945 veranschaulichten, woran auch das Denkmal für die gefallenen polnischen Soldaten in Crostwitz erinnert, gehören genauso dazu wie die Reckelwitzer Schwestern des Borromäerordens und Gräfin Monika, welche ihr einstiges Schloss den kranken Menschen stiftete. Trotz der großen Hitze am Festtag im August waren die Organisation und Disziplin der Teilnehmer des Zuges vorbildlich. Alle wirkten begeistert und auch mit Humor mit. Hier erfrischt sich ein Teilnehmer auf seine ganz eigene Art, um die Anstrengungen gut meistern zu können. Pferdegespanne und Traktoren, alte Haushaltsgeräte und Gefäße, Karren, Sensen und Dreschflegel, all das gehörte zum Ideenreichtum der einzelnen Gruppen. Viele mussten sich die benötigte Kleidung sowie ihre Requisiten selber besorgen. Die Organisationshelfer wiesen die einzelnen Gruppen ein, damit keine Fehler bei der Folge der Bilder passierten. Viel Mühe haben sich Gemeindemitglieder auch bei der Herstellung der Attrappen der Kirchenglocken gegeben. Diese wurden auf einem Wagen in den abscheulichen Ersten Weltkrieg abtransportiert. Die Glocken mussten aus Gips gefertigt und entsprechend gestrichen werden, damit die Pferde das Gespann ziehen konnten und die Zuschauer sie doch als wahrhaft erkannten.
Die urkundliche Eintragung aus dem Jahre 1225 nennt die Heiligen Simon und Juda Thaddäus erstmals als Kirchenpatrone. Anlässlich ihres Namensfestes wird alljährlich Kirchweih gefeiert. Im zweiten Bild schreiten Zisterzienserinnen im Festzug und bekunden, dass Ritter Bernhard III. Von Kamenz trotz kriegerischer Unruhen 1248 das Kloster gründete. 750 Jahre lang ist Kloster St. Marienstern geistig-kultureller Mittelpunkt hiesiger Katholiken. Im dritten Bild weisen die Bewohner von Kaseritz auf die wirtschaftliche Bedeutung der Handelsstraße Via Regia hin, die die Städte zwischen Warschau und Leipzig verbindet. Jugendliche aus Kuckau stellen im vierten Bild dar, wie die Untertanen des Klosters einst ihre relativ angemessenen Abgaben in Form von Naturalien ablieferten. Treffend und umfassend gestalten 41 Bewohner aus Jauer die Anfänge von Handelsbeziehungen. Der Warenaustausch zwischen Dorf und Stadt trug zur Entstehung und Entwicklung späterer Wochen- und Jahrmärkte bei. In der Klosterkirche erinnert das sogenannte Hussitenfenster an die Hussitenkriege um 1429. Feindliche Heere zerstörten damals das Kloster und Ralbitz. Im 15. und 17. Jahrhundert, vor allem nach kriegerischen Ereignissen, wütete in unserer Heimat die Pest und forderte viele Opfer. Hilfesuchend gründeten die Gläubigen zu Ehren des heiligen Sebastian die Sebastianbrüderschaft. Alljährlich wird dies liturgisch gefeiert. Frauen und Mädchen aus Jesnitz und Neujesnitz zeigen die Vielfalt der traditionellen sorbischen Kirchgangstrachten. Die Trachten waren den jeweiligen kirchlichen Feiertagen angemessen. Pfarrer Johann Georg Temmler lehnte die Reformation ab und musste 1559 Göda verlassen. Er wurde Pfarrer in Crostwitz. Mit ihm blieb ein Großteil der südlichen Orte der Pfarrei dem Glauben treu.
Im Dreißigjährigen Krieg brandschatzten die Schweden in der Lausitz. Anschaulich demonstrieren die Brautitzer, wie einst die Bewohner Pfarrer Lepser nach qualvoller Peinigung durch die Schweden befreiten. Räuberische Einheiten verwüsteten Dörfer, vor allem das Kloster und Rosenthal. Der einstige Rundling Schweinerden diente unseren Vorfahren und später auch dem Kloster als Stätte der Schweineaufzucht. Durch den in Crostwitz gebürtigen sorbischen Bischof Jakob Johann Woski wurde 1771 die neu erbaute Ostrower Pfarrkirche eingeweiht. Besondere Verdienste erwarb er sich bei der Festigung der Kirche in der Lausitz. 1754 wurde auf die Initiative Woskis aus den nördlichen Orten der Pfarrgemeinde die neue Pfarrei Ralbitz gegründet und Rosenthal wurde als Wallfahrtsort eine Administratur des Klosters. Auch das 18. Jahrhundert brachte unserer Pfarrgemeinde Not- und Heimsuchungen. Im Siebenjährigen Krieg drangen preußische Heere in Sachsen ein. König Friedrich II. Fordert vom Kloster eine Kriegskontribution von 4000 Talern. (1772) entsteht aus der bereits 14 Jahre bestehenden Administratur die selbstständige Ostrower Pfarrgemeinde. Als Kirchenpatron wird der heilige Bischof Benno geehrt. Das 16. Bild verdeutlicht grausame Strafmaßnahmen der Vergangenheit. Zum letzten Mal wurde auf dem Galgenberg bei Crostwitz der Brandstifter Jakob Kmetsch-Paulusch öffentlich gehängt. Halb Höflein wurde mit Hab und Gut Opfer der Flammen. Im 19. Jahrhundert lebte in Crostwitz der bedeutende Erfinder und Konstrukteur Georg Kiesling. Er goss Kirchenglocken, stellte 50 Turmuhren her und entwickelte zahlreiche Feuerlöschpumpen. Angehörige der sorbischen Intelligenz gründeten 1862 die Gesellschaft der Heiligen Cyrill und Methodius zur Pflege des christlichen Schrifttums. Der Katolski Bosso, das älteste und meistgelesenste Kirchenblatt, gilt als beredtes Zeugnis dieser Vereinigung. Das sorgfältig gefertigte Modell stellt die 1882 bis 87 erbaute Storchauer Kirche dar, die dem Heiligen Herzen Jesu geweiht ist. Das junge Kirchspiel entstand als Gemeinschaftswerk katholischer Sorben. Die 1869 gegründete Freiwillige Feuerwehr St. Marienstern handelt nach dem Wahlspruch Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr und ist seit 125 Jahren stets einsatzbereit. Heute verfügt sie über eine äußerst moderne Ausstattung. (1872) wurde in Crostwitz der sorbische Männerchor Jednota gegründet. Damals trug man zu Konzerten dunkle Kleidung. Ein Versuch, die 1934 von den Nazisten verbotene Vereinigung 1972 zu reaktivieren,
ist leider misslungen. Im 22. Bild gilt unsere Referenz den beiden bedeutendsten sorbischen Patrioten, Dichtern und Literaten der Pfarrgemeinde Michał Hornig und Jakubowicz Cieszyński. Das von Cieszyński, Mucker und Holland 1875 ins Leben gerufene erste Studententreffen, das sich alljährlich wiederholt, trägt zur Erhaltung eines gesunden Nationalbewusstseins bei. Die Erstaufführung des sorbischen Laientheaters fand 1877 in der Lehndorfer Hauptmannsgaststätte statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dies vom christlich und sorbisch bewussten Künstler Paul Kmetsch und wird selbst heute noch in der Laienspielgruppe bewusst gepflegt. Unter Nutzung der örtlichen Lehmvorkommen entstand die Lehndorfer Ziegelei. Die Anfänge der industriellen Entwicklung waren zwar durch kraftaufwendige manuelle Tätigkeit gekennzeichnet, brachte aber dringend gesuchte Arbeitsplätze. (1891) gründeten Bauern der Umgebung die Lehndorfer Molkereigenossenschaft. Die Landwirte brachten die Milch zur Molkerei, die die Bevölkerung auch mit Molkereiprodukten versorgte. Im offenen Kutschwagen hatte 1839 in Kuckau geborene Kommerzienrat Nikolaus Strutz mit seiner Familie Platz genommen. Als bedeutender Kutschwagen- und Automobilbauer wurde er insbesondere als Autor des Buches Vom Wanderstab zum Automobil populär. Besonderes Augenmerk erweckt eine vornehm gekleidete junge Dame. Sie stellt die Gräfin Monika von Stolberg dar, die von 1877 bis 1904 lebte. Als Waisenkind wuchs sie unter sorbischen Menschen auf. Sie veranlasste den Bau der Reckelwitzer Schlosskapelle. (1903) wurde Gräfin Monika Ordensschwester und übereignete Schloss und Gutshof dem Borromäerorden zur Errichtung eines Krankenhauses für die einheimische Bevölkerung. 1938 übernahmen Schwestern der Göttlichen Vorsehung aus Westfalen das Krankenhaus. 1907 gründete Lehrer Melzer in Panschwitz den Chor Lipa Serbska. In bewährter Weise pflegt der heutige Chor Lipa diese ehrenhafte Tradition. Fast gleichzeitig entstand 1906 der Imkerverband Serbska Pčolnica in Crostwitz. Die Vereinigung berät die Imker und pflegt Verbindungen zu unseren Nachbarländern. Im 32. Bild sind Attrappen von Kirchenglocken zu sehen. Die Glocken wurden zu Beginn des Ersten Weltkrieges zu Kriegsmaterial umgeschmolzen. Auch 1939 wiederholte sich dieser bedauernswerte Vorfall. Nach abgeschlossener Lehre gingen einst die Gesellen auf Wanderschaft. Adolf Kolping regte die Bildung katholischer Vereinigungen wandernder Gesellen an. 1923 erfolgte die Gründung des Gesellenvereins St. Marienstern der heutigen Kolpingsfamilie.
1924 nahm die Turnvereinigung Sokol, Crostwitz und Umgebung ihre Tätigkeit auf. Dies bewirkte die Bildung weiterer Sportdisziplinen. Die Traditionen des Sokol gewinnen auch heute wieder an Bedeutung. Auf Anordnung narzisstischer Machthaber wurden 1940 alle sorbischen Geistlichen aus der Heimat ausgewiesen. An ihrer Stelle übernahmen Franziskanerpatres die Seelsorge. In Crostwitz war es Pater Dr. Lucius Teichmann. Die Männer aus dem nahen Horka demonstrieren die anstrengende Arbeit der Steinbrecher. Von 1870 bis 1978 gewann man hier Granit bester Qualität. Zeitweilig waren dort bis zu 240 Arbeiter beschäftigt. Weit über die Heimat hinaus war der Horkerer Granit begehrt. Infolge des verlorenen Krieges durchzogen zahlreiche Trecks Heimatvertriebener unsere Lausitz. Viele wurden hier sesshaft. Selbst bei uns mussten Bewohner einiger Ortschaften flüchten. Die Bewohner aus Lauske und Neujesnitz demonstrieren dies recht anschaulich. Am 20. April 1945 erreichten Einheiten der sowjetischen und polnischen Armee unsere Gegend. Die religiöse und nationale Unterdrückung durch das Hitlerregime war damit beendet. Die Bewohner von Schmeckwitz zeigen überzeugend, wie zahlreiche verwundete polnische Soldaten vor SS-Einheiten flüchten. Bei Horka wurden sie heimtückisch überfallen und niedergemetzelt. Langfristig hatten mutige sorbische Patrioten die Erneuerung einer freien nationalen Organisation illegal vorbereitet. Am 10. Mai 1945 bereits gründeten sie wieder die bis dato verbotene Domowina. Zu den Gründern zählen wir bewährte Regimegegner wie Natusch, Meschkan, Jeschki, Dr. Zisch, Bresan und andere. Nun begrüßen wir die Mitwirkenden aus Doberschütz. In bewährter Weise erinnern sie uns an die schwere landwirtschaftliche Arbeit in der Nachkriegszeit. Teils in Vergessenheit geratene Geräte und Maschinen gewannen bei der Feldbestellung und der Ernte an aktuellem Wert. Nur so konnte das hohe Sollaufkommen erfüllt werden. (1960) zwingt politische Gewalt unsere Landwirte zur Gründung von LPGs. Dies erweckt unter der Bevölkerung Misstrauen und Unruhen. Für Frohsinn und Unterhaltung sorgen in bewährter Weise die Hochzeitsgestalter, Praschka, Köchin und Musikanten. Die Reckelwitzer haben die beste Erfahrung dafür. Ein aussagekräftiges Bild bestätigt die verantwortungsbewusste Tätigkeit dieses Personenkreises zur Wahrung christlich-nationaler Traditionen. Zahlreiche religiöse Symbole
Kreuze und Betsäulen zeugen vom künstlerischen Schaffen des Holzbildhauers Nikolaus Dirlich aus Neudorfl. Seine Erzeugnisse sind über die Grenzen der Heimat hinaus bekannt. 1973 bis 1977 erfolgte in Schweinerden in überwiegend freiwilliger Arbeit der Umbau des Gasthofes zum Altersheim. Im Caritasheim St. Ludmilla verbringen ältere und pflegebedürftige Menschen ihren Lebensabend. Das Dorfensemble Höflein, das seit 1981 besteht, pflegt mit Lied und Tanz kulturelle Kostbarkeiten unserer Heimat. Mit viel Begeisterung erfreuen die jungen Laienkünstler Gäste in nah und fern. Unseren Kindergärten und Schulen ist die sprachliche und kulturelle Erziehung unserer Kinder anvertraut. Im 47. Bild stellt die Grundschule Crostwitz die Schule von einstmals vor. Das 48. Bild zeigt eine Reihe sorbischer Bräuche, die in unseren Bildungsstätten gepflegt werden. Die Kleinen des Kindergartens Panschwitz-Kuckau feiern die Vogelhochzeit. Anstelle des Glockengeläuts zeigen Jungen aus der Grundschule Reckelwitz das Klappern an den letzten 3 Tagen der Karwoche. Die Mädchen der Grundschule Panschwitz-Kuckau stellen nun das Schöpfen des Osterwassers dar. Die Schüler Juri Kischka Crostwitz wendet sich dem Hexenbrennen zu und stellt die Sage von der Mittagsfrau dar. Selbstbewusst reitet der Maienkönig des Crostwitzer Kindergartens mit Gefolge zum Maientanz. Der Reckelwitzer Kindergarten zeigt, wie Kinder singend am Martinstag um kleine Gaben bitten. Im 49. Bild stellen sich unsere Schulchöre vor. Es sind Chor der Schula Cieszynskiego, der Chor der Grundschule, der die Erntearbeiten der Schnitterinnen und der Schnitter darstellt, Chor der Schula Juria Kischki und der Chor der Mittelschule Schula Micha Hornig aus Reckelwitz. Das letzte Bild soll verdeutlichen, dass die sorbischen Gläubigen jederzeit ungeachtet aller weltlich-politischen Einflüsse zu bekannten Wallfahrtsorten wie Rosenthal, Krupka, Philippsdorf, Częstochow und anderen pilgern.